90er war ja so die Zeit der runden Kaugummis, Kaugummiautomaten. Lecker. Das ist übrigens der Grund, glaube ich, warum unsere Generation nicht krank wird. Wir haben vielleicht haben wir die Ehre, ich bin's, der Birger, das ist der Conny. Servus. Der kommt gerade frisch von Dänemark und das ist der Florian. Hallo. Der war gerade im Reisebüro, ich mag auch mit Delfine singen. Und das ist die Speziwirtschaft. Also rentiert es sich gar nicht, das Video zum Schauen. Eigentlich nicht. Hätten wir ein paar Gummibärle einlegen können. Ja. Da wieder keiner Gummibärle dabei. Ja, Anfänger, das ist ein Wahnsinn. Nein. Heute geht's um Süßigkeiten von früher und aber auch von heute. Vielleicht hast du ein bisschen vergleichen. Sagst du denn da dazu? Wir haben gar nicht Brust dran, das sag ich dazu. Das wird jetzt. Oh, Scheiße, Mann, was wir sagen, da keiner was. Meine Kehle ist noch nicht befeuchtet, ich kann noch nicht schwätzen. Schwättle. Kleines Schwättle reindroschen. Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn es um Süßigkeiten aus der Kindheit geht? Saure Dinos. Saure Dinos? Von Haribo. Saure Dinos, das waren die besten Gummibälle, die es auf der ganzen Welt jemals gegeben hat und die gibt es leider nicht mehr. Ich habe jetzt schon ein paar Varianten durchprobiert, so Alternative. Die ist jetzt halt machen, der Trolli, glaube ich, macht so etwas und so, aber die kommen alle nicht an diese geilen, sauren Dinos von Haribo. Der Trolli kommt dann überhaupt nichts, ohne was Haribo macht. Der Trolli ist die absolute Billigscheiße, der wo du ein Hand voll frisst, dann ist er schlecht. Ja, der Haribo ist der erst nach 2 Händen schlecht. Das stimmt. Das ist übrigens keine Dauerwerbesendung. Florian, was ist das Erste, was dir einfällt? Ja, der Klassiker, Center Shock. Wow, Center Shock. Das ist ja klar. Das ist wie das Tamagotchi beim Spielzeug. Das ist ja, du meinst Center Shock. Ja, das ist nicht schon geil, wenn es das einfach isst und dann dein ganzes Gesicht verzirkt und dann, geil, kann ich noch einen. Kann ich noch einen? 10 Und Minuten. man versucht herauszufinden, was der krasseste von denen ist, aber eigentlich waren sie alle gleich scheiße. Die haben ja alle, kann man einer sagen, nach was die geschmeckt haben, außer sauer, der Rest war ja scheißegal, oder? Nur die Das ist so Flüssigkeit in Bolzen, der ja, Mitte, oder? der hat ja innen drin so einen flüssigen ja, Kern aber- gehabt und der hat dann auch das krass sauer nicht neutralisiert, wenn du drauf bissen hast. Das war bestimmt sehr Aber wenn gesund. es eine Minuten lang, ja, der hat wirklich, weiß ich nicht, vielleicht schmeckt der Uranstab so, wenn es so nicht schlägst. Hast du schon wieder mal probiert, so einen Center Shock? Ein Center Shock. Ja, nein, man jetzt, weil ich hab die Ja. x Jahre lang nicht mehr gegessen und dann Hab ich auch. fällt da auf, was das eigentlich für ein lächerlicher Scheiß Vor allem da ist ja auch so, Schon so ein lange nicht weißes Ding drüber. So ein Glas, ja, was Ja. ist so eine Glasur, das bleibt die Finger auch gleich pappen. Das ist ja ganz Das komisch. ist das, was du sagst. Das ist so ein komisches Pulverklump. Das mir eingeschleckt ins Viech. Saugst Naja, deswegen hat er auch aufgehört, sauer zu sein, wenn du drauf bissen hast. Ja. Das war der Lifehack dann praktisch. Ja. Okay. Du hast jetzt 60 Sekunden hast du drauf umeinander lutschen müssen. Dann ist der echt schlecht gekommen. Nein, aber Daher kommt das halt. nein, da geht's mir nicht gut. Was ist da, was für dir ein? Das erste, was mir es ist der. Was ist denn das erste, was mir einfällt? Ja, du hast meinen Center Shock schon vorweggenommen. Das ist im Prinzip So das ein Tamagotchi der Süßigkeiten. Du bist wirklich ein Wichser. Voll nicht. Wichser ist aber bei uns keine Beleidigung. Das ist ein Sport. Was fällt man dann noch ein? Der Haribo Schlümpfe und deren Konsistenz. Oh ja. Und jeder der schon mal gefressen hat sofort das Gefühl im Maul, wie es schmecken erstens. Und Geil. zweitens, ich hab die Konsistenz als Kind aber Meng. Also die waren einfach anders wie die anderen Gürtel. Mag ich immer noch. Ich finde Ja, die geil. aber die bleiben überall in die Zähne hängen. Das Aber ist was nicht schon- geil war, da hat es doch die Riesenschlümpfe gegeben. Ja, das Und stimmt. die waren aber scheiße. Die waren Die too haben, much. die haben aber, ja nicht zu viel, weil du hast sonst auch Hände für Schlümpfe gefressen, aber die haben eine andere Konsistenz Genau, gehabt, die das war haben das anders Problem. geschmeckt. So geht nicht, habe ich gesagt. Nein, so geht Das nicht. erste, was man immer gegessen hat, waren die mit der roten Mützen auf. Ja, natürlich, im Papa Schlumpf. Immer sehr Papa gut. Schlumpf war immer gleich das erste Fit. Es hat auch Schlumpfini hat's auch gegeben. Ja. Und dann da ganz viel mit weiter. Da war immer ein Schlumpfini, ein Papa Schlumpf drin, weil die müssen so viel gefegelt haben. Das ist unfassbar. Ekelhaft. Wo kommen Schlümpfe eigentlich her? Draußen vom Walde. Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Oh Gott. So lustig. Ich glaube, die, So lustig. die haben die nicht aus Schwammerl gewachsen oder irgend so ein Scheiß. Warum nicht? Ich glaube, dass da der. Oder der Gargamel hat doch die nicht irgendwann sogar selber gemacht oder keine Ahnung. Hat er auch Schlümpfe gesucht? Ich weiß nicht. Ja, der hat Schlumpfini auf alle Fälle gemacht, mit denen Ja, wollte genau, das Dorf diese- infiltrieren. Ja? Echt? Ja, Ja. na wirklich. Ich war eigentlich ein riesengroßer Schlümpfe-Fan, das weiß ich nicht. Wow. Schlümpfe war super. Ich war da auch in Mingen mal in so einer Art Konzert, wo dann Die Schlumpf-CDs habe ich ausgegeben. Ja, genau. Die waren Das war super. super geil, Die Alter. ersten 7 Alben habe ich alle gehabt. Ich hab zwei da. so viel nicht, aber die Ab ersten zum 2, Schlumpfen 3. Ja. Wie ist der Cotton Eye Joe, glaube ich? Ja. Ja, Ich bin im Schlumpfsalon. war geil. War geil. Da kannst du was Weltklasse. machen. Das war, die CD habe ich zur Kommunion gekriegt mit meinem ersten Discman. Ich glaube auch so. Oh, leck, Alter, das ist so lange her. Da war ich in der 2. Klasse oder so, keine Ahnung, in der 1.
Und dann war Dritten, jedes Jahr Weihnachten irgend war dann irgendwie so, und Geburtstag hat es immer eine Schlumpf-CD dazu gegeben. Das war so gut. Hab ich leider Du nicht. hast ja mal so Kinderparty machen können. Das war Ja, genau voll. die richtige Ja, was Musik. waren damals Voll für geil. Musik in? Da haben wir nur so Techno-Scheiß gehabt, da hast du jeden Scheiß draus machen können. Also jeden Dreck hast du draus machen können. Aber der Schlumpfen, wie hat denn das gleich wieder geheißen? Das war der Schlumpfen irgendwas, Joe. Schlumpfen. Das war der Cotton Eye Joe, aber der Schlumpfen, ja, aber der hat anders geheißen. Ich bin Okay, nie wirklich. Der Maul. der Kottenei-Schlumpf. Der Cotton Eye Schlumpf. Ich frag mich nicht, wie der Der Stoffaugenschlumpf. Ich weiß nicht mehr, wie er Ja, ist geheißen hat. wurscht. Heftig nicht. Aber Schlümpfe, ja. Ja. Was ich dann automatisch vor Augen habe, ist so der typische Kiosk im Freibad. An den habe ich auch immer Dinge Wir haben bei der ganzen viel Thematik. Zeit im Freibad einfach verbracht früher und da der Kiosk einfach. Und dann hast du einfach da 2 Mac gehabt. Und dann die hat er Kassiererin erstmal, boah krass, du bist gleich mal dabei. Alter, du fette Schlampe, schick die Einmal Schlümpfe alles. Gib mir die ganze Box Schlümpfe, du fahr. Ganz geile Geschichte, ja. Wenn die Mama mal 2 Euro statt 50 Cent mitgegeben hat. Was ist Das denn war da so richtig alles drin gelegen in so einem Kiosk? Da hat es dann die Aufzählen, die sofort. Boxen gegeben mit den weiß-rosa Schwammerl, Schaumstoff Ja, drin. Richtig, die Richtig, Schaumstoffschwammerl. Dann halt, ja, natürlich die normalen Schlangen, die dünne, Cola und Ja, Apfel. Cola, Apfel, Kirsche oder Erdbeer, was Ja. das war. Diese ganz dünne. Ja, rot, grün und braun. Genau. Und blau Dann und hat's die, glaub was ich sogar noch. geliebt habe, haben die Bratenschlangen. Ja, da wo nur andere wo so Boxen sauer, wo so Ja. sauer Zeug drauf ist, da gibt's ja, und weil wir ja auch über früher und über heute reden, Hitchis. Sagt Hitchis, jemand ja, Hitchlers, sagt jemand Hitch, das ist mit Abstand. Das ist keine Werbung, unfassbar wichtig. Die haben nicht Zeit dafür, aber das gehört einmal gesagt. Das ist mit Abstand der beste Gürtelhersteller, den es gibt. Da gibt's so Bratenschlangen, die haben so geil, Alter. Die haben richtig dick und die haben so richtig geil, da kannst das ganze Backel fressen. Danach ist das schlecht wie Sau. Aber das ist wert. Das ist einfach Von wert, denen ja. waren ja dann auch die UFOs, die aus dem Material waren wie das Esspapier und in die der habe ich, Mitte waren die hab diese ich überhaupt Brause. nicht mögen, diese drin. Brausedinger. Das war auch so, also ein Pulver wie ein May, das ist das gleiche oder ähnliche Zeug, das in die Center Shocks rundum war. Das war nämlich auch Ja. so greislich sauer, aber nicht ganz so krass. Aber fast. Das war nur drin. Frische. Mal leck frisch waren auch geil, ja. Hat irgendjemand von euch Bärendreck gefressen? Das ist Onkel Also Werner ganz- Süßigkeiten. das ist so richtig, also ich mag ja eigentlich nicht mehr so gern darüber reden, aber ein Bärendreck ist so ein richtiger Preisen-Scheißdreck. Das ist asozial, ja. Das ist, da gibt's ja, es gibt ja also so Dokumentationen über Haribo und so weiter und da kriegt man das dann mit, dass im Norden so Sachen mit Bärendreck, Lakritze, beliebter ist als im Süden und das erklärt einiges, Freunde der Sonne. Ja, so ekelhaft, ihr gehört alle Aber- der Waffe. Ich stelle mir Nur da ganz- immer all die Leute vor bei Lakritze. So eben wirklich so ein Onkel Werner-Verschnitt, der am Spielplatz sitzt und Bärendreck ganz genüsslich zuzelt, während der kleine Kinder beim Spielen zuschaut. So einen stelle ich mir vor, der Lakritze frisst. Weißt du, was ist ich genau das wirklich- selber gefunden habe? Das ist diese Block-Geschichte. Kennst du diese Blöcke noch, die es damals gegeben hat? Diese viereckigen, also schwarze Blöcke? Blockmalz. Ja, das finde ich ist genau dasselbe. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Ich weiß jetzt Nein, nicht. die waren weit Das von war- Lakritze entfernt. Ja, muss ja, ich sagen. nein, vom Geschmack her auf jeden Fall, aber vom Entfernungsfaktor, vom Abstandsfaktor. Weil so Blöcke muss ich, gut, das gehört, ob das jetzt in Süßigkeiten geht, wir haben es uns früher schon als Süßigkeit gekauft, ab und zu einmal die Klassik Ricolas. Ja, Die nochmal einpapiert sind, das sind einfach Vierker, die Batzen, die sind richtig geil. die Cola war super. Die waren super, ja. Und was auch richtig geiler Assi-Scheiß war im Freibad, war der Kaugummi aus der Zahnpastatuben raus. Kennst du den noch? Kenn ich, ja. Und der war aber nicht so ein richtiger Kaugummi, es war so ein batziger Scheiß. ja, das war ja, nur ja. asozial, aber geil Und der eingezogen. hat so geil künstlich geschmeckt, dass es ganz Ja, aus wie war. alles früher. Das war, Ja, also früher 90er war es ja Bullen scheißegal, haben es alle voll. Geld gekriegt und jetzt passen sie auf. Da komm Ja, ich, eben. da komm ich automatisch auf den Huber-Buber. War lecker. Der Kaugummi, mit dem er blasen hat können, also anständig. Aber komplett, ja. Dreimal draufbeißen, geschmack's nicht rein. Das ist ja wieder schön. Richtig, Und ja. dann hat's noch die Dinge um die Schlangen, hat's doch da noch gegeben von Ja. Huber-Buber. In dem Plastikding drinnen, was aufgerührt Die war. hätte ich als nächstes Die gebracht. hätt's Ja, nicht- das hat ausgeschaut wie so ein, ja, nicht ein Meterstab halt, wie nennt man das Ding? Moosmantel. Ein Moosmantel, richtig! Was er nicht zurückgeschnalzt. Oder wie mein Meister gesagt hat, ein Mobile. 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 Ich glaube sogar, das war 1,80 Meter war das lang, das Ding. Und da kannst du XL 1,80 geben. Meter ist voll hart. Also 1,80 Meter ist voll wirklich Das lang. ist ja aufgerückt komplett. Ja, ist schon klar, aber der Aber war ich ja ein glaube, bisschen dick. nein, der XL, da hat's ja, da hat's ein XL Den kenne ich nicht. Ah, Den kenne ich nicht. Weißt du, was wir an der Stelle vielleicht einmal eine Dreiviertelstunde früher fragen könnten, bevor wir mir wieder irgendwann 5 Minuten vor Schluss einfällt, so, was waren euer Lieblingssüßigkeit von früher? Nicht, oder außer der Onkel Werner. Ja, mit was hat euch der Onkel Werner über in den Fuhr Van locken gelockt? können? Mit Bärenträger offensichtlich ja nicht. So eine ziemlich. Also Was ist ja ist der deine Sechsen. Lieblingssüßigkeit von damals? Damals, es waren die sauren Dinos. Und Also die von deine? als erstes und das war... Nee, der bei mir Senderschock, den hat man ja nicht mengen. Den hat man Natürlich gefressen, nicht. Ich weil hab, nein, 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 Oh, ich nein. bin voll Nimm cool. mir nicht meine Worte aus dem Mund, weil das stimmt gar nicht. Das waren auch diese dicken Schlangen, die wo du gesagt hast, die wo so zweifarbig haben.
Und, ich weiß noch die Farbe, das war so dieses dunkelgrün. Die haben am allerliebsten geschmeckt. Die waren aber am sauersten. Die Grünen waren am sauersten. Ich glaube, und innen waren die nicht rosa sogar. Aber oder das sind nicht die so. sauren, was du jetzt meinst, immer der andere. Die dummen, die waren nicht sauer. Nein, ich meine die Meinst normale. du die dünnen Spaghetti-Schlangen oder meinst du die Broten? Nein, da gibt es also so dicke, auch Spaghetti für mich. Die ausschauen wie ein Stabilo. Ja. Oder jeder weiß, die so 8, 5, 6-eckig oder irgend so sind und ein Loch in der Mitte haben. Die gibt es auch noch, genau, aber die sind von Haribo, die er meint. Ja. Und die waren dann auch entweder grä, braun oder rot außen und in der Mitte haben sie so eine rosa Füllung drinnen gehabt. Ja, und so die hat im Volksfest hat sie dann gegeben mit so einem Meter die lang. ist dann auch und noch mal so richtig dick gegeben. Aber dicker, die dünnen waren aber richtig gut. Das war so wie so ein Schaumstoff so innen drin. Ja. Auch voll geil. Die hast du dann also zudeln können, mehr oder weniger. Da hast du mit den Zähnen aufbeißen können und das Zeug ausholen können. Nein. Das Einzige, was mir jetzt da automatisch dazu einfällt, kennt ihr Haribo Balla Balla? Ja. Das sind diese kleinen runden Dinge, wo auch so eine Füllung drin ist und die schauen aus, als wäre es so eine Wurst einmal gewesen, die so hergeschnitten wird. So könnte ich mir die ganze Wurst jetzt da davon vorstellen. Ja, aber das habe ich gerade nicht vor Augen, wie dieses Würstel ausschaut. Cool, Leute. 10 Cent haben 10 Mark, 10 Pfennig. 10 Mark. 10 Pfennig. 10 Pfennig. Was schon wie viel das 7 Mark sind? Ja. Es sind 0,2 Kilowatt Strom. 2019. Ja, da vielleicht. Und der größte asoziale Scheiß war noch einfach essbare Armbandel und Kittel. Das gibt es ja heute nur. Stimmt, da gibt es ja die, wo halt einfach so, was waren das? Die waren wie, kennst du Pets? Ja. Jeder kennt Pets. Kennst du Pets? Gibt es ja heute noch. Das ist voll der Kultscheiß, wo es so die manchmal gibt, wo du so ein Magazin eintust und schiebst es zu und dann machst du oben, drückst drauf und dann geht so ein Maul auf und dann fährt so ein Pets raus. Sagen wir ehrlich. Und wie nennt man die Gürtel? Traumzucker? Die Gürtel, die da drin waren. Die sind aber härter wie Traumzucker. Ja, das ist kein Traumzucker. Wir haben die einmal Pets genannt. Also wir haben die so genannt. Die hast du ja, die steht da drauf sogar, glaube ich. Es gibt ja auch andere Gürtel von anderen Herstellern, aber da war das waren umgangssprachliche Wort. Nein, die, wo man so ohne diesen Automaten da gegessen hat und so, die hat man nicht Pets genannt. Das war ja nicht das umgangssprachliche Wort für diese Art von Gürtel, wie jetzt zum Beispiel bei Tempos. Ja, das ist, deswegen sage ich ja, deswegen überlege ich. Ich sag schon. Wahrscheinlich haben sie einfach Gürtel geheißen. Ja. Einfach Gürtel. Aber ich und da hat es Ketten gegeben. Zum Armbandel und Dings und hast du ein bisschen umgefressen können. Genau, da war das ganze scheiß Schnirl, was drauf war, total voll gesäufert gewesen. Ja, nur asozial. Das ist genauso asozial wie die, ob das die Ringlutscher kennt. Ja, das war die nächste asoziale Scheiße. Das ganze Fixe da. Da weiß ich aber nur einen Schlimmen, die haben Push-Up geheißen. Alter, was war denn der Push-Up? Das war so ein Stift, wie so ein Klebestift und da hast unten deinen Finger eingesteckt und dann ist oben so ein Lutscher rausgekommen, der halt geformt einfach so, ein Stift war im Prinzip. Oder ausgestellt wie fast wie ein Lippenstift. Und du hast deinen Finger da eingesteckt und du hast die ganze Zeit da so umeinander. Onkel Werner und 100 anderen gefällt das? Ja, da kannst du die rote Rakete ausfahren, wirklich wirklich. 100 anderen Lakritz essen den alten Männern. Und da hast auch, wenn du da ohne geschleckt hast, dann hast du wieder zugemacht und wieder ohne geschleckt, wieder zugemacht, ist irgendwann da drin die komplette Siffe an deinem Finger dran und irgendwann ist festbricht und richtig asozial. Richtig geil. Richtig hart asozial. Was ist die peinlichste Sache, die mir einfällt? Esspapier. Esspapier war also scheiße. Einfach halt Oblaten, der bis sie siehst, weil da habe ich mir immer gedacht, wer kauft denn so einen Scheiß. Aber ich habe auch Oblatten geil gefunden. Aber wieso? Das schmeckt noch nix. Also schmeckt wirklich noch nichts. Ja, aber das war irgendwie irgendwas cool. Ja, irgendwie, wenn es daheim gegeben hat, weil ich hatte dann sogar die Platzerl gegeben mit dem Kokoszeug drauf und da hast du eigentlich auf Oblaten aufgelegt. Ja. Und dann hat es gegeben und dann habe ich es auch wieder hingesnackt, den Scheißdreck. Vor allem, kennst du das, wenn die dann oben im Gaumen hängen bleiben? Ja. Oh. Und dann war es voll lustig und hast da 2 in die Lippen rein und hast wie Andenschmerzen. Das kann man übrigens... Wenn sie lustig machen, mal schauen und so, der Mann, du Vollidiot, das ist nicht lustig. So haben wir übrigens mit Pringles, hat man das auch mal können, wenn es zwar so umdreht hin hast, dann hast du ins Maul stecken und ich weiß noch, wie Pringles das erste Mal zu uns gekommen sind. Das ist auch aus der Freibauzeit von damals. Ist jetzt kein direkte, also ich habe gedacht, Chips kennen schon zu Süßigkeiten dazu irgendwie. Aber Pringles, die Kräne vor allem, das waren die geilsten. Und bei mir war es geil, ne? Bei uns ist in der Schule ausgegangen, weil wir haben immer ein paar so Cheese gehabt, die haben wir zumindest gemeint, sie sind Cheese, weil sie immer viel Geld gehabt haben und sind dann vor der Schule. Sind die zu. Braucht du meinst Cheese und Cheese. Nein, kein Cheese, sondern Cheese, so richtige G-Unit, so richtige Bauern G-Unit Motherfucker. Und das Pringles G-Unit. Genau, und die sind dann vorher über zum Tisch gegangen, das war die Bäckerei, die vor der Schule noch irgendwo war, sind sie rein und haben dann immer ganz viel so Zeug gekauft, das Center Shocks und Pringles und den ganzen Mist und dann sind sie in der Pause umeinander gerannt und waren die fetten Macker, weil sie das Zeug gehabt haben und haben sie dann halt einfach in der Pause eine Tüten Pringles eingefressen und wenn du einer von den Erlauchten warst, der eher eine Freundin Zeit hat, dann hast du so ein Händchen voll Pringles für einen gekriegt, ganz gnädig. Oh wow. Das war bei uns dann am Schulhof, waren es eher diese da muss ich automatisch an Chipsletten-Dinge. Chipsletten! Ja, bei uns waren es dann am Schulhof eher ähnlich wie bei euch dann die Pringles. Bei uns waren es die chinesischen Nudeln. Die wusste damals da diese Yum-Yum-Nudeln. Die wusste praktisch, das waren so viereckige
Ja, Packungen, die gibt es halt noch. Instant Diese Ramen. Instant-Nudeln, genau. Ja. Die musst du einfach nur klar machst, die druckst zusammen, nimmst das Pulver, das Fett schmeißt weg und das Pulver tust du damit rein, schüttelst das und dann isst das. Und dann haben alle immer da gestanden. Boah, geil, gib mal ein bisschen Handvoll. Hast du den Scheiß Hand, hast du ist das so wieder abgeschnitten? echt gewesen. Also das aber ist die waren wirklich das richtig gut. Verstörendste, was ich seit langem im Keller habe. Diese scheiß Nudeln. Ich hab die Ja, aber bis vor kurzem- Drucker, Alter, weil früher, ich was hab soll die- das? Nein, ich hab die bis vor kurzem, habe ich die selber gegessen. Aber dann habe ich gelesen, wie... Was heißt denn bis vor kurzem? Ja, bis vor vor 3 einer Stunde. Monaten oder so. Und dann habe ich das gegoogelt, wie schädlich das die eigentlich haben, dass du die Geschmacksnerven verlierst und sowas, weil nur E-Stoffe drin haben. Und seitdem ist es halt leider nimmer. Aber ich werde sofort wieder essen, wenn es gesund waren. Aber Weil wir uns Stopp, alle drei am kurz- Tisch so gesund aber ganz ernähren. kurze Frage an die Falle. Zuschauer. Da lassen wir Es mal. gibt bestimmt Leute, Team rohe Nudeln essen oder nicht rohe Nudeln essen. Das möchte ich Richtig her. geile Geschichte. Wenn einer von euch Spackos dabei ist, der rohe Nudeln frisst. 2 von Du frisst 3. rohe Nudeln, was hat sie für asoziale Mit der Idioten? Nudelkost. Ja, ist mir schon klar, wer kein Wurst daheim hat, dann kann ich nicht helfen. Ja, so das drin, das passt. Gestern erst Spaghetti da hingekocht und habe ich aus der Tüte die ganze Zeit also Spaghetti da hingesnackt. Ja, das ist richtig geil. Voll knusprig. Du verpasst was in deinem Aber Leben. echt? Ja, ja, ich glaube auch. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht auch schon mal überlegt, so, ja, beißen wir in die Spaghetti ein, ja, beißen aber wir nee. 10 aus, was soll denn das? Warum? Komm, Mensch, Ja. hat die dort 10 ausbissen. Hast du das jemals schon gehört? Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand trockene Nudeln frisst. Ich 2 von 3. kenn's gar nicht Also ich bin anders. auf die Kommentare Ich gespannt. kenn's gar nicht anders. Da Also. bin ich auch gespannt, wer Kann man dann trockene wieder Nudeln Umfrage frisst, ganz machen? ehrlich. Richtig. Das ist dasselbe wie Cornflakes ohne Milch zum Fressen. Ist auch geil. Hey, diese Nougat-Dinger von damals. Diese Vierken mit der Schokolade drin. Immer. Echt? Zählt sowas zu Süßigkeiten? Ja, das war so Nein, süß. schon. also das war Kellogg, so süß. die typischen Kellogg's, Fruity Loops und Loops, Smacks geil. und so Ah, die hab ich weiter. gehasst. Was? Ich hab nur diese Nougat-Bits oder wie die geheißen haben. Nougat-Bits kenne ich nicht. Deswegen stellst du Das leider auf ist Skatspiele, du Asoziale. Aber komm, was für Spiele? Ich hab keine Ahnung. Ein bisschen Lass witzig. einfach. Ja, lass mal nicht mehr. So nennt man das. Ja, ich sag dir mal, Normalerweise weiß ich in jedem Scheiß, das weiß ich nicht. shit happens. Shit Ja, happens. in your face. Das haben wir noch gehabt. Kellogg's Smacks waren noch? Ja. Die Smacks waren die normalen mit Frosties? Frosch, oder? Ja, das waren so Rice Krispies, haben die, glaube ich, Ja. geheißen. Das waren so, was waren das eigentlich? Die haben so ausgeschaut wie Kaffeebohnen. Cerealien waren das. Cerealien. Ganz wichtig. Das ist Ja. das wichtigste Das Wort der war- Kellogg's Werbung. Birger, bitte Immer. isst deine Cerealien. Ja, genau. Was? Da habe ich automatisch das Bild vor Augen, wenn du am Samstag in der Früh, da irgendwie habe ich die schon wieder, glaube ich, haben wir schon einmal drüber geredet, wenn es eine riesen Drum-Schüssel mit Fruit Loops und 3 Liter Milch um 5 in der Früh am Samstag in die 90er vorm Fernseher sitzt und schaust Ghostbusters. Geil, Alter. Und Batman und dann Captain Baloo und was weiß ich, was alles gegeben hat. Hast du das noch mitgekriegt? Natürlich. Am Wochenende, das von sage ich mal, wirklich von 6 in der Früh bis 12 im Mittag, 11 im Mittag. Da wo du einfach in der Früh Zeig um nix. bist, deine Eltern im Schlafzimmer geluft hast, hey Mama, Papa, darf ich Fernsehen gucken? Ja, einfach nur das Sie Weiterschlafen können. haben da mit dem Kleidgel abgeschmissen und gesagt, hau ab jetzt, Bub, wir sind wir gerade in Action. Und dann bin ich ausgerutscht. Was du gehört hast, ist. Ja, Florian, da, Ich hab da viel immer, Spaß. immer wenn ich gegangen bin, habe ich einen Applaus gekriegt. Ja, guck mal, Florian, guck mal. Schnell, Florian, raus. Maul. Mann, Du hast doch vorher gesagt, dass der Mann gerade saufen, oder? halt dein Maul. Nein, Blödsinn. Das ist asozial. Man redet nicht über andere Mütter. Okay, Entschuldigung. Was haben wir so für Marken Was auf aber dem Tisch? noch geil war, in die Kellogg's früher dann nämlich, es war so Ende, also wann ist denn die Episode 1 rausgekommen? Das war- 2001. Und dann sind da nämlich lauter Star Wars Spice-Sachen noch mit drin gewesen. Und das Spielzeug in die Kellogg's-Sachen waren auch geil. Und das war früher allgemein, da hat es sogar Frufos hat's gegeben. Oh, leckeres Frufu, wie lange haben wir denn da schon immer drüber nachdenkt? Und- Flashback des Todes. Captain Cook oder wie der Joghurt geheißen Was hat. ist das? Frufu? Den Ufo? kenn ich nicht. Entschuldigung. Und die haben alle, Meine die haben, Zeit? früher haben die Sachen immer so Spielzeug Okay. mit drinnen gehabt. Das war voll geil. Captain Cook, Frufo, das war so Frufu, rund. das war rund, hat in der Mitte ein Loch drin gehabt wie ein Donut, da war Joghurt drin, der war wie ein Fruchtzwerg, aber cremiger. Und in der Mitte war ein kleines Spielzeug drin. Genau. Ja. Voll geil. Und die werden jetzt halt immer wieder mal, beim Lidl noch? gibt es die immer wieder mal. Da sind so Aktionen, aber Und du weiß heißt nicht, immer noch Frufu. heißt immer nur so, ja. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oder wenn Aber ich uns leider sehe, ist es nehmen wir immer, uns mit. ich wollte jetzt mal fahren, aber ich habe es immer zu spät mitgekriegt, dass Frufos da ist. Also das, wenn ich noch mal links sehen darf, dann darf ich es mitnehmen, Da darf ich sag ich dir, hamstern. wie es ist. Scheiß aufs Hamstern schon wieder. Klopapier, Scheiß aufs Klopapier, Ja. Frufo haben sie dann. Ja, putzt du halt mit dem runden Ding aus, so Ja, wurscht. Logos, passt du mit dem Deckel. Schmeckt ja trotzdem. Ich hoffe, der ist aus Alu. Ist er. Geil, Alter. Geil. Was haben wir noch? Chupa Chups. Oder Oh, die Chupa Chupa Chups. Chups. Die Lutscher. Was man dann eigentlich nur einfach, Chupa Chups kennt ja jeder, da wusste dann einfach so eine rote, gelbe, grüne, rote
Fresse danach gehabt hast, komplett, wenn du die Dinger glutschen. Der dein Bläschel, oh mein, ja. Und dann hat es aber nur den gegeben, da wo es eigentlich, Ja, früher ich weiß aber leider nicht, wie es heißen, da wo es ohne lutscht, bis der Kaugummi kommt. Da war doch in der Mitte so ein Kaugummi. Du hast einfach nur ohne gelutscht, dass du den scheiß Kaugummi kommst, der und Kaugummi sofort, ganz du geil hast immer schon mit drauf bist, geht schon was, Ja, geht schon ja, was, geht genau. nichts. Die hast Weiter, du weiter, dann Draht. rausgeben. Da gibt es ja den da, also ist jetzt natürlich für die das Video nicht anschauen von diesem Videopodcast schwierig zum sagen, du nimmst halt das Teil, du hast da nicht so umeinander draht, also mit deinen Fingern, sondern du hast es in beide Hände genommen und hast es hin und her gekriegt, du hast das Feier Wie viel Feier machen. machst, ja. Und bist dann durch, dann hast du drauf bist, naja, passt, jetzt ist der Kaugummi da und der hat geschmeckt nach Arsch und Friedrich. Und so ein Trend war doch da früher immer, dass sie eine normale Sachen dann irgendwie noch in XXL gegeben hat. Wie eben die Lutscher, die hat es dann auch noch mit XXL-Lutscher gegeben. Das stimmt, und 90er war ja so die Zeit der runden Kaugummis, Kaugummiautomaten. Dann Boah, hat's sogar Boah, die- lecker. Das ist übrigens der Grund, glaube ich, warum unsere Generation nicht krank wird. Wir haben Ja. vielleicht, das ist wirklich, Das ist eine das asoziale ist wirklich, wie erklärst jetzt das jemandem, der vielleicht, was weiß ich, vielleicht haben auch ganz junge Leute dabei, die 12 haben oder 15 oder irgend sowas, die dürfen eigentlich Kaugummiautomaten in dieser Form nicht kennen. Du musst dir vorstellen, Bei uns in Simbach hängt einer. da hängt irgendwo an irgendeinem Süßigkeiten. Gartenzaun von Person ABC, irgendwo mitten in der Stadt, hängt da so ein wirklich abgefuckter Metallkasten mit so einem Plastikfenster und da haben Und dann so... gibt er davor, gell? Weil, noch nicht, am Anfang noch nicht. Stimmt. Was wir Das ist dann das sagen, Thema. das kommt gleich. Wir müssen drüber reden, wo die King haben. Die hat immer neben den Zigarettenautomaten King. Oft, ja, oft. du brauchst einen Kaugummi nach der Zigarette, damit es Und da waren wirklich, ja, also da waren nicht einfach so kleine Kugeln Kaugummis drin. Und du hast da ein 10er gesteckt, glaube ich, oder irgend sowas, dann hast du umdreht und dann ist unten ein Kaugummi rausgeholt. Manchmal hast du Glück Manchmal gehabt. drei. Ja, genau, manchmal Dann- hast du Glück gehabt, dann wenn du es an der richtigen Stelle gehalten hast und ein bisschen hin und her gedreht hast und so, dann haben ein paar mehr rausgekommen. Keine Ahnung, wovon du redest. Und irgendwann sind hat dann zwei Optionen gegeben, jetzt an so viel Kaugummi zum Kämmer, wie du willst. Entweder du hast irgendeine Beilagscheibe gefunden, die da genau reinpasst. Du hast da ein Sagel von mitgenommen und derjenige, dem der Kaugummiautomat gehört, der hat sich dann gedacht, ihr verdammten Wichskinder. Oder irgendwann hast du halt dann, ja, bei uns war es, haben wir schon drüber geredet, so mit 12 als Raucher angefangen. Und dann hat ja jeder Feuerzeug dabei gehabt. Und dann ist ein Kasten, wo diese scheiß Kaugummis drin waren. Stehst halt du, zwei Leute stehen in Schmiere, links, rechts, oben und irgendwo und einer steht da und versucht in den Kaugummiautomaten einzubrennen. Du hast in der ganzen Stadt keinen Kaugummiautomaten nicht gesehen, wo nicht mindestens 25 so kleine Brandlöcher drum waren, wo es jeder probiert hat, da komm ich durch, da komm ich durch, da komm ich durch. Das ist schon so. Dann trifft jetzt Plastik runter und was weiß ich, was alles. Und irgendwann waren dann so Metallgitter davor. Und wie dreckig das die gewesen sein. Können wir mehr das drüber ist reden, witzig. bitte? Es hat immer Asozial. zwei verschiedene Arten von Kaugummis gegeben da drin. Einmal die richtig fluffigen, da hast du aufgebissen und die waren richtig geschmeidig. Und dann hat es die gegeben, da wo irgendwie so gefühlt ein Loch drin Da war, war ein die Loch richtig drin, trocken war. Ja. Und das war Und immer die noch waren richtig so, scheiße. die waren halt da schon 3-4 Jahre drin Ja. und die waren so hart, dass Boah. du ins Pech gehabt hast, hast du deine frisch gewachsenen Nicht-Milchzähne ausbissen. Asozial. Asozial. Also Kaugummiautomaten habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Muss ich Ja. Ich bin das letzte Mal erst bin ich bei uns durchs Dorf durchgegangen und da hängt tatsächlich nur so ein Huren, so ein Kaugummi umeinander, Kaugummiautomat umeinander. Und man dachte, soll ich vielleicht. Nein, da kriegst du instant alles. Da kriegst du Du instant fällst alles. einfach tot in dem Moment. Du was hast aber auch aufwachst. über Jahre eine Immunität aufgebaut. Also du bist, glaub ich, könnte auch noch du bist dazu sagen. Da war Da war unzerstörbar. doch auch Asbest drin in den Kaugummis, oder? Mit Sicherheit war da, was der Geier, was da drin war. Und eben diese runden Scheiß aus Kaugummis, die hat es ja dann auch in so Blister praktisch gegeben, wie Tabletten. Aber die hat es dann auch nochmal in Groß wieder gegeben, weil in den 90 hast du alles nur in XXL und dann hast du so eine Riesenkugel ins Maul reingeschoben, als hättest du einen Hodensack vom Onkel Werner, du hast das eh schon kennt, wie es geht. Wie zu Hause. Genau. Die hat der Werner, die hat Onkel Werner mitgenommen zum Üben. Und dann hast du zwei von denen, und dann war Teebeutel-Action. Tolle Wurst. Kannst du Wurst. dieses Teebeuteln erklären? Ich verstehe es nicht. Ja, was heißt Teebeutel? Tee- Da machen wir extra Folge drüber. Ja, das ist Teebeuteln in der Kindheit, ja. the same procedure as every day, Mr. Göttel. Uns hat der Onkel Werner über die großen Kaugummis gegeben zum Üben und die hat der Mann Leckmuscheln gegeben zum Üben. Leckmuscheln habe ich nie mehr. Weil wir gerade schon dabei sind, Leckmuscheln habe ich immer für den Arsch gefunden. Die sind ja genauso behindert wie die Ringe und die Flutschdinger da, weil du alles vorher Säuferling und Letten hast. Ja. Das ist Und war wirklich ganz, ich meine, als Kind, da ist Zucker drin, ja, passt, aber waren die Sachen wirklich gut? Nein. Also wirklich, wenn man es jetzt wirklich mal als Erwachsener, als Genussmittel, das was ja sein sollen, bezeichnet, was waren dann da dabei? Warum ist denn eigentlich die Milka-Schokolade noch nicht gefallen? Montelinos. Die, Was sind Montelinos, glaube ich? Die Schokoberger mit einer weißen Spitzen und innen drin so. ja, fuck, ja. Die waren geil. Ich war aber nicht der Schokomensch. Ah, Ich mit- hasse Schoko. ich weiß noch,
Du hast Schokolade. Magst du kein Schoko? Null. Können wir bei Thema ist Schokolade schade. kurz mal festhalten, sobald man Ü30 isst man Zartbitter, oder? Irgendwann kommt Nein. doch der Punkt, wo man von Milchschokolade auf Zartbitter Ich umsteigt. bin leider noch nicht, Echt über, nicht? ich bin Nein. leider noch nicht über 30, da Du kann ich darfst noch nicht- Milchschokolade essen? Alter, ich schwör's dir, also die ganz stinknormale Milka-Schokolade ist wirklich, wir haben ist es eine deutsche Firma? Milka ist schon eine deutsche Firma, nicht, dass jetzt eine Kasse sein, nicht irgendwie eine Schweizer Firma oder Österreicher Firma, ist ja wurscht. frag mich nicht. Wir haben, glaube ich, auf dem Planeten wirklich die beste Schokolade, die es gibt, die erschwinglich ist. Alle Der Schweizer, Lindt und so alle ist auch Schweizer geil. kriegen gerade einen Schlaganfall. Aber- Wahrscheinlich. Aber das, also die wo halt ein normaler, einigermaßen humanen Preis kostet und so. Aber ohne Milka macht da irgendwie so Kombos. Oft mit Daim und mit Haselnuss. Und Oh, lecker, was weiß die ich, mit was heißt Daim sind Scheiß. geil Und mit Oreo. Oreo. Aber die allerbeste klingt mir Kombo, aus, die ich vor ganz kurzer Zeit entdeckt habe, ist ohne Scheiß Milka und Tuck. Boah, die ist Das Weltklasse. glaubst du erst Doch. nicht. Alter, du kann ja salzig, was soll denn das? Alter, ich bin ausgerast. Ich hab mir, glaube ich, so eine ganze Paletten kann man es jetzt nicht nennen, aber so eine Schachtel, wo halt aber beim Kaufland zum Beispiel angeliefert wird, die wo Ja. aufgerissen wird, dann haben die halt alle in einer Reihe drin. Und ich denke, ja fuck it, nimm die ganze. Leck ist die geil, Alter. Ja, weil Sears und salzig ist einfach geil und das musst du mal ausprobieren. Du, in der Früh Nutella-Brot und dann tust du Brezensalz auf das Nutella. Das habe ich noch nicht. Das flippst hört sich so absurd Voll. an. Aber wenn du das mit Ja. Tuck machst, dann flippst du aus. Das Dieses- ist so ja. geil, dass du ausflippst. Zum Beispiel ist ja genauso, du sollst ja eigentlich, oder Eis, du sollst ja Eis essen und dazu Pommes. Soll richtig, richtig geil sein, aber da musst du denkst, nein. Aber ich probier's. Nein. Das ist jetzt eher, ich kann gerade Das nicht ist- erkennen, nein, ob das wirklich. ernst oder ironisch gemeint ist. Tatsächlich. Es ist auch wieder das süß und sauer. Das ist Fragwürdige Scheiße. Sag ich wir dir, haben das einmal, ich war, saure in einem Dinner, Pommes. ich war mal in Dinner in the Dark. Boah, like saure Pommes, ja. Dinner in the Entschuldigung? Dark. Ja. Dinner in Dinner the in the Dark. Dark. Entschuldigung. Ja, immer Florian. Ja, das lass ist mir unsere mal Hauptaufgabe, Entschuldigung. Florian zum Entschuldigung, unterbrechen. Florian. Alles gut. Jetzt wird Zeit fertig, weil gleich Verzeihung. Werbepause ist. Oh, Oh, Werbepause. Für was Werbung. machen wir heute Werbung für meinen Kleinen Schniedel. LOL. Dinner in the Dark. Dinner in the Dark. Da waren auch lauter so Sachen dabei, die wusst du, weil es ja wirklich komplett dunkel ist, du sagst wirklich überhaupt nichts. Aber dein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Und Der ist schon in der Werbung. Was für der ist in der Bildschirm? Werbung. Der hinter dir. Ja, der Bildschirm ist in der Werbung. Auf jeden Fall ist da waren Werbungs. also diverse Sachen, da waren Popcorn auf irgendwelche Sachen drauf, auf irgendwelche Essen. Ich weiß leider nicht mehr genau welches, aber da wusste denkt hast im Nachgang, das hättest du so nie gegessen. War aber in dem Dunklen war es tatsächlich unglaublich lecker. So, Stopppause. Es spielt Alter, Scheiße, so brisant noch nicht, was mir da einfällt ist, der Imagine Drink im Mackie. Imagine Jetzt Drink. pass auf, ja, den haben wir mir irgendwann vor Jahrzehnten Ach mal ja, erfunden. ich weiß genau, es was gibt, du meinst. mittlerweile gibt es ja oder was heißt mittlerweile, ist schon ewig so, gibt es beim Mackie nicht mehr, ja, ich mag Cola, kriegst du Cola, sondern du kriegst einen leeren Becher und musst es genau. dann selber holen. Und wir haben dann irgendwann hergegangen und haben halt von alles rein da. Ja. Und ohne Scheiß, wenn du hergehst und denkst an eine Fanta und saufst da raus, schmeckt dieser Drecksgesöff-Scheiß nach Fanta. Das sind nur zusammenpanschte Wichse, die da drin Ist ja rauskommen. natürlich, aber das meine ich mit, wenn du jetzt ein Wasser saufst und denkst ganz krass oder wie soll ich sagen, Urin. authentisch An nach Urin, nach Eigenurin Ja. oder denkst, Mittelstrahlurin, da ist ein Wodka der drin. Mittelstrahlurin, der ist gesund. Warum machst Ja. du so beim Mittelstrahl? Weil das ganz wichtig ist. Ich wollte das Was unterstreichen. ist wieder so? Werbepause. Okay, bye. Okay, bye. Wir haben halt kein Werbungsding bei dir drauf. Tu mir abfisten jetzt. Smash it! Wo waren wir? Like your mom. Ja, beim Imagine Drink. Und dann Das ist denkst du zum einfach jetzt Beispiel an bei eine meinem Cola, Mann. dann schmeckt's kurz nach Cola. Was ist einfach mit meinem Mann? Bitte. Was hast du halt mit meiner Mann? Hab's ja nicht gemeint. Warum ist der heute schon wieder da? Was ist mit dir? Der hat einen Vielleicht Flurschlossen. auch- Ja, der ist jünger wie Vielleicht mir. tauschen wir gleich wieder. Erster, zweiter, dritter. Ne. Erst mit dem Tornado ins Maul geschwappt. Ja, ist eh schlecht wieder, das passt eh. Ja, aber echt. So, waren wir stehen bleiben bei der Milka-Schokolade. Na, bei den Imagine Und der Dragons. Imagine Drink. Lustig. Witzig. Wann, was ich noch vorher Dinge haben müssen, bei den Lutscher, das hat es bei uns hat es einen Wegmann gegeben. Das war ein Schreibwarengeschäft, gibt schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber da hat es ja bei allen möglichen Scheiß gegeben, wie zum Beispiel die Mickey Maus Hefter, von denen wir schon mal geredet ja, haben. Mickey Mouse. Und Panini-Aufkleber, der ganze Mist halt da. An die habe ich das letzte Mal ausgedacht. Die möchte ich wieder Stickerheftel haben. Gibt's das eigentlich noch? Ja, Ja, gibt's noch, aber nicht mehr so verbreitet wie damals, aber es gibt's noch. Ja. Und ich fange jetzt dann wieder irgendwann so zum Sammeln. Mir scheißegal was. Irgend so Fußball-Scheiß aus. Was auch geil ist, ist, wenn Neujahr ist im Januar, diese Fernsehwerbungen von so Zeitschriften, wo du halt über Monate, was weiß ich, ein ferngesteuertes Auto Ja. baust oder irgend sowas, da bin ich auch gespannt. Die Dinosaurierheftel damals. Hab ich gehabt. Ich hab ich auch gehabt. Was du da, aber Und den habe ich komplett gehabt. Den T-Rex. Ich hab den leider Ja, nicht komplett gehabt. Genau, den leuchtenden T-Rex. Genau, Das und später Skelett ist hat Taut geleuchtet. dazugekommen. Boah, leck, krass, habe ich an den schon lange nicht mehr gedacht. Geil. Das ist einer der krassesten Flashbacks, den ich bis jetzt in diesem Podcast gehabt habe. Ja, waren- leck, krass.
Den habe ich bei meinem Bab in Mingel gehabt. Der hat, mein Bab hat so, es hat zwei Heftel gegeben. Eins war für ihn, eins war für mich. Für mich war das mit dem Dino-Scheiß in den 90er halt. Und er hat angefangen, da hat so ein Heftel gegeben mit so Edelsteinen, also mit so Ja, die mit weiß ich Quarzen und so Scheiß. Und Ja. ich hab heute noch von meinem Bab selber baue die Kasten unten im Keller, wo diese Steine alle sauber drinnen und so. Und ich hab diesen T-Rex gehabt. Erst hast du das ganze Skelett gekriegt, das hat gleicht in der Nacht. Und dann hast du also eine grüne Haut drüber gekriegt, was dazu. Ja, genau. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, weil Das dann hat hast du scheiß- einfach das Skelett nicht mehr gesehen. Ja, das hat scheiße Aber ausgeschaut. das hat auch scheiße ausgeschaut, ja. Aber die, alle krass, da habe ich schon lange nicht mehr drüber Die nachgedacht. habe ich glaube, die Heftel habe ich noch alle daheim, weil ich hab einen Teil davon, ich glaube, ich habe spät angefangen, die zum kriegen und habe deswegen nicht alle Skelettteile gehabt. Und dann habe ich mir die auf dem Flohmarkt immer zusammengekauft und ich habe damals in meinem jugendlichen Vollidioten-Scheiß-Leichtsinn gemeint, es ist cool, wenn ich die jetzt halt alles ordne und dann loche ich die Heftel und will so einen Ordner rein, weil lauter dumm sein. Das ist wirklich krass, da habe ich ich habe meinen Keller erst ausgeräumt, sicher nicht, habe ich da noch unten liegen, wo ich genau dasselbe da habe. Ah, Ich habe irgendwann, ja, ich habe auch alle Heftel Was gelocht soll und denn hab das rein- eigentlich? ich Wie weiß dumm ist man nicht. denn als Kind? Ich weiß nicht. Warum hab ich meinen Mann gar nicht geschlagen? Ich hab so oft geschlagen, aber da nicht. Dünne Computerzeitschriften auch gelocht und eine da, dann Cheatcodes in Klarsichtfolien eine und geordnet und lauter so ein Ja, weil man Scheiß. irgendwie meint, dass ein Ordner was Tolles ist, weil das Erwachsene dann und dann meinst du irgendwie, dann meinst du irgendwie, oh leck, ich tu jetzt Alpse ordnen und in den Ordner rein. Nie. Du hast doch auch nichts Ja, gehabt, haben wir doch in der ich hab letzten Folge festgestellt. Was Oder? hättest du ordnen sollen? denn? Hast du Zeitschriften Was hättest du konsumiert ordnen sollen? Den Fußballblock? Ja, tatsächlich. Bravo Sport. Nein, ich habe Computerbild damals Sport. gehabt. Computerbild hat immer so irgendwelche Spiele umsonst gekriegt. Kennst du die Stimmt, noch? ja. Und die waren aber Hab ich nicht aber auch schlecht. gehabt, ja. Die waren nicht schlecht. Da wusste du denkst, boah, leck, für 20 Euro kostet dieses Spiel. Ja. Nein. 3 Euro oder 4 Euro. Du Sparfuchs, ja. Dude, an der Stelle ist uns wieder mal ein kleines technisches Problem passiert. 30, 40 Sekunden vom Mikrofon sind aus ominösen Gründen nicht aufgenommen worden. Am Kani ist gerade eingefallen, die kleinen viereckigen weißen Gürtel, kennst du die noch? Die haben keinen Namen gehabt. Ich Nein, weiß haben sie genau, nicht. Das was waren du auch einfach meinst. nur Gürtel. Die waren so 3 mm dick, waren Ja. kleine Vierecke und Ja. waren einpapiert wie ein Geschenk. Genau, Wie und ein dann hast du Geschenk. es Und da war- aufgemacht. Die waren grün mit einer Kirsche drauf, gelb mit einer Zitrone drauf, Orange mit Orange. orange mit Orange. Warum grün und Kirsche, weiß ich nicht, aber es ist Rot so. und Erdbeer, oder? Oder was Himbeer? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube Himbeer. Und die haben so künstlich Also geschmeckt. die hast dass sie aufgemacht und dann waren ausmachen. sie nur mit einem Weißpapier eingewickelt. Ganz genau. Und die ganz coolen haben nämlich das mit dem weißen Papier gegessen. Ich weiß nicht warum, aber das Furchtbar. machen sie jetzt nicht Ah, mehr. die haben gescheit alt. Also das Nein, war, die das kriegen war auch so, nicht. Die also sagt die man waren überhaupt damals, wie wir Kleinkinder waren die schon alt. Aber geil waren's. Und dann hast du immer also wie alle ausbackelt, das war voll die Arbeit, weil die waren ja doppelt einbackelt. Und dann hast du es alle ausbackelt, dann bist du Autist, dann hast du es nach Farben sortiert, hast einen Turm gemacht und dann hast du geschaut, wie viel von dem Turm, dass du da vor mir reinkriegst. Das war gut. Gute alte Zeit. Was mir nur einfällt, ich weiß nicht, ob ihr das noch gehabt habt, das waren immer diese... Ist das noch gehabt habt, also war eher älter als wir. Ist das schon Na, wir haben gehabt aus habt. seiner Generation hinausgewachsen, ob wir das noch konsumiert haben. So, dass Richtig, wir so jetzt rum. verstehen. Ja, genau. Ja, das war Jetzt mein weiß Fehler. Florian. Auf jeden Fall Florian. diese Gut, Florian. Knisterkacke, das war so eine Tüte, die war so 7, 8 cm hoch, das du aufkriegst und da war so, ja, so kleine Knisterdinger drin, die hast du in deinen Mund geschüttet und dann Boah, hat das leck, geknistert. ja. Und wenn du das aber geschluckt hast, dann hat es in deinem Bauch weiter geknistert. Magic Gums und Pop Rocks. Alle, ja, richtig. Mit dem Alien absolut vorn richtig. drauf, oder? Mit dem Alien So, vorn Ja, da ihr drauf. hat's müsst euch jetzt verschiedene- einmal dort schnell, verschiedene wir haben ein technisches Problem. Ihr müsst euch jetzt einmal unterhalten über Knusperpops und was weiß ich, was du redest. Okay, Ich tue schon so, als würde ich was nachschauen. Ich habe in die Hosen geschissen oder was. Klassiker. soll ich schnell nachschauen? Sollst du nicht nachschauen? Sag mal schnell her. Warte, da. Sag mal schnell. Nein, fällt nichts. Okay. Ich hab sogar voll den Geschweiß ins Gesicht. Das ist alles Sau. Lecker. Auf alle Fälle, die hat es einmal im Freibad gegeben und es war noch so eine blaue Tüte mit einem Alien vorn drauf, mit einem kleinen Kopf und ich glaube, der hat so komische Zipfen davor gehabt. Und das waren Magic Gums, glaube ich, haben es geheißen. Ja, doch. Das waren die wo so Grenzalien ist. Und die, oder? und so, die hat Ja, es ein Grenze so war drauf. Grenzalien, Ja. das wo mitten Und es war wie so eine Heubrause, über die wir auch noch nicht geredet haben. Backerl, und das hast du so ins Maul eingeschüttet, dann hast du den Mund aufgemacht und hast so gemacht. Ja. Und meine Krass, Mama hat hab mir ich erzählt, auch noch dran dass das so etwas auch schon mal gegeben hat, als sie noch jung war, also 1920 oder selbst. Und die hat gesagt, die haben sie aber dann vom Markt wieder genommen, weil die voll aggressiv gewesen sind, die Dinge, dass ein paar Leute irgendwie voll Blut auf der Zunge gekriegt haben oder so. Mist. Ja, Ob wenn das ich mir stimmt, weiß 15 ich nicht. Backel einwongelt in mein dummes Fressmaul, ist mir schon klar, Ja, dass es dann echt, irgendwann abfällt. Das fällt aber auch ab, wenn ich.
weiß ich nicht, saure Hitschenschlangen frisst, 15. Nein, Na, das ist Nein. Gelogenberger. das ist so ein Bullshit, Weißt du, was du mir erzählst. parallel zu den Geschenkpapier, wie nennt man die? Die Zehnergürtel. Pfenninggürtel. Oh, Pfenninggürtel haben sie Ja. geheißen. So Und die waren's. hat's nur in so richtige Ja. 3 Hände voll Sackel hat's die gegeben. Genau, einen Sack Reis, einen Sack Null und einen Sack Pfenninggürtel hast du gekauft dabei. Richtig. Da war es ausgestopft für eine Woche. Glaubst du Übrigens, eigentlich? Lifehack für den Winter, wenn du nicht wisst, so um Runden kommst, Pfenninggürtel, Reis, Nudeln. Ja, mehr brauchst du nicht. Mehr und brauchst zur du Not kannst du alles in einen Topf über deinem Lagerfeuer Ja. schmeißen und dann. Das wird super. Glaubst du eigentlich, dass Chinesen sagen, ja, das interessiert mich so viel, und in Deutschland ist es so Pfenninggürtel umgefallen. Nein, ich glaube, die dachten jetzt eher so. Ja, glaube ich schon. Es interessiert mich so viel. Entschuldigung. Das ist wieder ein Bierkarte, du Hurensohn! Mein Fehler. Mein Fehler, ja. Ab! Meins! Und danach ist wieder halb voll und steht da. Dann schüttet es wieder weg wie nach den anderen Folgen. Oder? Genau. Gibt's wieder Ärger? Kennst du jetzt nur die asozialen Creepy Jellies? Na. Das waren so, also die waren so weich, wo es eigentlich, da hast du eigentlich gemeint, das ist eine Flüssigkeit. Und das waren so Ich kenn's noch. Skorpione, wo Ja, sie ich so kenn's richtig noch. asoziale Die haben Dinge. aber auch richtig asozial geschmeckt. Das war, weiß ich, was das soll nicht. Ja, das hat sich als weiß mit Wasser verdünnt. Ja, viel Und Teufel. richtig ekelhaft. Viel Teufel. Aber weil du gerade gesagt hast, eine Heubrause, geil, oder, mit Wodka? Wodka Brause Wodka ist Brause, sicher. beste. Ja. Habe ich tatsächlich noch nie getrunken. Echt nicht? Na. Du hast noch nie einen Wodka Ich Brause habe leider noch gesoffen. nie, aber ich trinke Das auch soll jetzt generell damit keinen durch, Schnaps. das ist Nein, ich richtig trinke keinen geil. Schnaps. Kein Die, Schnaps. die Regel habe ich auch gehabt, bis der Wodka Brause gekommen ist. Dann sagst du, ich trinke nur noch Schnaps. Dann sagst du, das war so geil auf der Bürgerin im Geburtstag vor 2 oder 3 Jahren. Ja, genau wie du. Vergiss bloß einen Schnaps, oder kannst du vergessen, ich sauf einfach halb, wird schon passen. Und dann steht halt da eine große Flasche Absolut-Wodka und 2 Packerl Heubrause. Ja, wirklich. Boah, leck. Oder ich hab ja, scheiß aufs Bier. Ich hab nur Wodka Brause eingesoffen, aber leck ist Nur, mir nur schlecht die gegangen. Scheißdreck aufgesoffen, wenn wir mit dem Discobus gefahren sind, dann haben wir uns eine Flasche Wodka und ein Packerl Brause zum Vorglieren für die Busfahrt. Vorglieren? Ja, so richtig geil asozial und dann Brause aus der Flasche Wodka gesoffen, durchgemischt und dann ausgespuckt. Was mir bei dem Ekelhaft. bei dem ekelhaften Jelly-Scheiß noch einfällt, ist der Dr. Horribilus. Über den, glaube ich, haben wir auch schon mal geredet, weil ich nicht so ganz weiß, ist das Spielzeug oder ist Das war Süßigkeit? Süßigkeiten, Spielzeug zum selber machen, oder? Ja, genau. Das Ja. war so ein Pulverklump und das hast du halt in so einem, da ist so, war so ein Totenkopf dabei, ein Plastik, einer, wo halt oben der Kopf auf war und da hast du bestimmt das Pulver rein da und ein Wasser und dann hast du das so umgerührt und so und dann ist das aufgegangen und hat ausgeschaut wie ein oranges Hirn und du hast das halt dann essen können und das war super toll und scheiße. Da hat es voll das Zeug gegeben. War schon super toll. Das hat es nur im Toys R Us gegeben, das Klump. Ja. Da hab ich hat nie es gehabt. sowas gegeben. Das wollte ich einmal haben, aber ich weiß, Einmal. die Werbung weiß ich nicht. Einmal. Ich wollte das immer haben, aber dachte ich mich auch selber Süßigkeiten machen. Aber ich habe es nie gekriegt. Also wie ich das erste Ich habe Mal... nur mit Zigaretten stopfen müssen. Das ist noch nicht so lange her, wie ich das Hauptsache erste Mal im Keller bei uns ausgeräumt habe. Das war 2019, glaube ich. Das sind jetzt 3 Jahre her. Man muss Wie oft hast du deinen Keller Ich wollte gerade sagen, wie kannst du What the fuck? was ist Hab denn ich mit das erste dir? Mal meinen Keller ausgeräumt. Wie oft räumst du den Keller aus? Ja, schon öfters einmal. Scheiß Messi. Also den Was Spaß wirklich dort? Nein. den ursprünglichsten Keller aller Keller im Prinzip, da wo wirklich noch das Kinderzeug Ein Keller war. sie zu knechten. Ein Keller sie zu knechten, sie dann- zu binden und ins Finster zu führen. Genau, in Schimmel zu Und da treiben. habe ich tatsächlich ein mindestens 20 Jahre altes oder noch länger Dr. Horribilus Paket, das eine, das ich gerade habe gefunden und das Zeug war da noch drin. Weil wir das Habe ich es Warum- ausprobiert oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, warum probieren wir das nicht? Haben wir das noch? Ja. Weiß ich nicht, nein, haben wir nicht mehr. Hätten wir ja hier. Vielleicht war ich aber so gescheit und habe die Tüten einfach unten auf die Couch, wo ich die ganzen alten Sachen gesammelt habe, hingestellt. Die habe ich seitdem nicht mehr angeschaut. Steht jetzt da im Keller. Sollten wir uns mal anschauen, das Zeug. Sollten wir uns mal Okay, da anschauen. gehen wir live. Und dann vielleicht mit dem Livestream, das zeigt mal. Wenn wir es isst, dann sofort speimen. Was es auch gut war, damals ist es noch gegangen. Schokoladen- und Kaugummi-Zigaretten. Oh yeah. Da war es noch cool. So hat man Kinder angefordert. Weißt du, mit Schokozigaretten. Genau. Jedes Tag kommt, oh, Oh, das ich bin ist so cool, cool. Alter. Und dann einmal, wenn du Machst Feierzeug du da erwischt hast, dann hast du es auch echt angehängt. Ja, Ja, natürlich. Sowohl den Kaugummi als auch die Schokolade. Logo. Richtig. Funktioniert nichts. Und bei uns in der Auslage, wir haben so, hat auch früher immer so Tante-Emma-Läden gegeben bei uns, so kleine. Oh, das und da war waren so dann schön, ja. Kaugummi-Zigaretten, Schoko-Zigaretten, Marlboro Light. Es sind ja nur eine Reihe schon dort gelegen, hast du gesagt, eine von denen und eine von denen, bitte. Ich bin erst 12. Geht das für den trotzdem? Squad bei uns, der vielleicht auch aus Landau ist und zuschaut oder zuhört, bei uns hat die Frau Eigner geheißen. Bei uns war Die so Fische. die Frau war Bauer. 1000 Jahre alt und hat immer nur Gürtel gehabt und so. Zu der waren wir auch immer nicht so nett. Wie Ja, nee, das war Arschlochkinder halt so sind. Furchtbar, halt, Leute zum Clown eingeschickt, Ja, aber wir lauter so ja. Bullshit. Wir haben aber so Mist gemacht, dass wir, dann haben wir einen Zettel geschrieben, wo drauf gestanden ist, heute ab 13 Uhr ist alles umsonst und haben wir den an dir ausgekriegt. Asozial ist der. Und
so geil selber geschrieben, weißt du? Und dann haben wir gewartet, dann sind wir um 2 mit dem Radl vorbeigefahren und dann ist ein Zettel draußen, kein Clown wird zur Anzeige gebracht, der jetzt vorher nicht draußen kommt. Das ist halt, wie asozial muss man sein, dass man wirklich dem 90 Jahre alten Mann oder der Frau im Kramerladen, der letzte Überlebende, schon irgendwann in den 90ern. Abgelaufene Knoppers verkauft, der hat's verdient gehabt. Ich hab dann gesagt, das Knoppers ist seit einem Jahr abgelaufen, das kannst du schon essen. Und dass ich da ein Ziller sehe, ab 13 Uhr ist alles umsonst. Es war ein guter Witz. War ein guter Witz. Damals war ein guter Witz. Ich muss auch heute noch ein bisschen lachen drüber, aber ich weiß auch nicht. Was denn hier, da brauchen wir nicht Aber das schweizen. Tante Emma Leben, ich das weiß war, es nicht. also tatsächlich fand ich das immer ganz geil. Habt ihr da immer so Leberkassemming, habt ihr die geholt da? Nein, die haben nichts, die haben keine Beim Konkurrenz. Kammerland oder was? Oder Ja, hast du bei uns auch gegeben? Da hat immer so einen Leberkass gehabt und hast du immer gesagt, je nachdem wie viel Geld das du überhaupt noch gehabt hast, dass du immer 2 Euro mitgekriegt oder keine Ahnung. Und so, ja, ein Leberkassemming mit so 5, 6 Scheiben Leberkass und den Rest Süßigkeiten. Also du meinst jetzt halt kalte Leberkassemming. Ja, so mit ganz dünne sowas Häppchen. hat Mit schon mit gehabt, den ja. Essiggurken drin. Ja, genau, immer eine drin. Genau. Und Und da den hast du Rest investiere bitte in Schlangen und Frösche Genau, und vor allem, du das. musst mal sagen, was du mit 2 Mark oder dann im Endeffekt im Übergang mit 2 Euro hat es bei uns Pfui. auch noch gegeben, Pfui. was du da gekriegt hast noch. Und jetzt mit Vieles. 2 Euro gehst du irgendwo hin und sagst, du kriegst nicht mehr scheiß Semmel dafür. Da muss ich einen Eintritt zahlen für 2 Euro, oder? Für das Geschäft mittlerweile. Können wir Da gar hat es nicht mich rein. letztes Mal voll gescheit genommen. Ich meine, das ist jetzt auch wieder, es ist ja alles über was wir da schmerzen, das ist ein bisschen Werbung. Die beste Leberkassemmel bei uns, die gibt es einfach bei uns im Edeka. Oh, Gott sei Dank hast du jetzt den Globus gesagt, weil sonst hätte ich dich jetzt angestochen. Vor laufender Kamera. Das ist, da wird da halt noch einer schlecht. Die riecht nach Katzenfutter. Die weiß, Da machst du jetzt halt 0, Freunde, das aber ist immer weiß ich. scheißegal, aber Aber die da wird da auch Scheiße. schlecht nach der Ich habe ersten. einmal eine Ex-Freundin gehabt, die hat neben mir die gegessen und dann habe ich mit Trennfeuer, weil ich gesagt habe, du frisst Katzenfutter, du asoziale Nutten. Dann habe ich so gespuckt und bin gegangen. Ja, aber was So war mit richtig. der Leberkassemmel? Ja, was Die auch- habe ich Die hast- wieder gegessen. Ja, du hast weggeeifert. Und Freundin hinten neu. Freundin Und die scheiß Katzen, die kommen, sind wir das Gros, haben wir auch nicht gegessen. Und da soll ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, weil gut, das ist in den letzten paar Wochen alles hinterhergegangen und ich glaube, da kostet Leberkasse mit einer ordentlich dicken Schein in der Semi 1,20 € und im fucking Kaufland, diese Maßner-Scheiße, kostet 2,20 €, glaube ich. What? Da muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir leid an eine abgefuckte scheiß Leberkasse, da schreibe ich die 2 Millionen und ist weg und zahle 2,20 € dafür oder 2 €. Da sag ich, nein, das geht nicht. Da hat der Spaß das Loch. Das Loch. Naja, Hinten und Süßigkeit. vorne Hat der und Spaß da noch. Süßigkeit. Leberkäse ist Genau. Süßigkeit mit süßem Senf spätestens. Eben. Süßen Mit dem Hintermeier Ei, oder? Senf und dann. Natürlich schmiert eben. Ey, Ich glaube, wir Hintermeier haben lieber ist- selber mit süßem Senf einschmieren. Ja. Dann schmier mir lernen wir zu- dann die ohne Schlecker. Oh ja? Ja, Kannst du mal? bisschen schon. Musst du bei mir mal Du musst mal süßen Senf Ah, zum. heute bei mir Hand. Hast du süßen Senf Ich schon habe mit zum. beide Hand gehalten. Geil. So nah- Wenn wir alle 3 Schaut's gleich aus? Hand machen wir einen Sitzkreis. Okay, so nah an 6 war ich noch Jetzt nicht. stehen wir noch. Ah, habt ihr schwitzige Bratzen? Ja, ich habe auch jetzt so asozial, was die jetzt die ganze Nein, ich Zeit. null, bloß ein Drucker. Und am Tisch wieder Ja, reinschlagen. mit süßen Senf. Und ich konnte die Scheiße, wenn es weggeht und ich behaupte, dann kann sie wieder Aber wenn zusammenkommen. wir schon bei Semen waren, habt ihr den Scheißdreck auch gemacht, dass ihr euch einen Twix gekauft habt und habt euch das in Zimmer eingesteckt? Boah, lecker, das habe ich sehr lange in Frage gestellt. Ja, aber nee, es der ist Twix geil. nicht. Bei uns war es kein Twix, bei uns war es ein Kindercountry. Aber bei uns waren es Twix und KitKats. Und ein Ein schwarzer Kuss. Ein I know schwarzer what Kuss. you mean. Schwarzer Kuss, ja. Ja, no, ein Dickmann. Ein Dickmann, ja, richtig. Ein super Dickmanns. Ja, das ist das Neutralste, das ist wie die Schweiz sagt Dickmanns. Aber die sind schon geil. Und Hab ich stimmt, nicht die haben auch gedacht. Mir eine wird da. mir wird von dem Schaum drin schlecht. Lustiger Witz, fühle mich echt lustiger Witz zum diskriminiert. Leid ärgern und einen Locheinstecher und dann scharfen Senf pumpen. In Kleid. Ja, guter Witz, schneidest du Loch in Kleid und dann spritzt du mir den Schaum ein. Ja, passt aber die. Leute haben in der Regel unten schon ein Loch. Brauchst du nicht nennen. Meistens, ja. Das ist klar, das ist klar. Aber trotzdem, wenn sie mit Dickmanns Okay, ganz andere Sachen wenn sie einfallen. mit Dickmanns daheim hat, machst du unten ein Loch, heißt einen Senf und dann sagst, hey, hau dir den Dickmann rein. Voll das lustig, ist quasi, super lustig. das ist wieder der Faschingskraft. Ich fühle mich, Ja, genau. ich fühl mich trotzdem ein bisschen diskriminiert, weil es super dick Mann heißt und nicht super dick Mann und Frau. Ich bin Dickmann, enttäuscht, Mann. dass es nicht Duper Sigmann heißt, was? Super sick Mann? Duper Sigmann. Super duper Dickmann. Super duper. Super duper. Nein, sag's Wie lange geht jetzt der Scheißdreck noch? Wie lange geht jetzt der Scheißdreck eigentlich noch? Ich muss die ganze Zeit über den Kopf zusammenbauen, ich sage nicht, das Handy ist einfach abgekackt und ich sage einfach nicht, ob wir ihn überhaupt noch aufnehmen, aber wird schon passen. Weil Ja, Hauptsache ich sag so, dass alle Leute zählen haben außer mir. Das möchte ich nur mal anmerken. Ich sag, da kann ich Ich ziehen. sag auch kein Zählen. sag zählen. 2 Stück. aber sowas nennen sie ja der Vorbereitung Ja, das ist so, weil wir haben Nein, uns ja in der ich nenne ihn Spielzeugfolge jetzt gesehen, dass du Vorbereitung, völlig wir sind ahnungslose, Völlig unvorbereitete an- Fotzen Das ist bist. auch der Grund, warum du nie was erzählst. Eben, du sitzt da mit Du hast mir nicht keine labern Kindheit mal. nicht gehabt, du hast dich noch nicht vorbereitet. Ah, ich habe mich vorbereitet auf meine Kindheit. Ja? Was ist mit euch? Ich weiß nicht, was mit dir ist. Bei mir ist halt noch keine 30 Jahre her. Ja und? Ja. Was tut das zur Sache, dass du nicht vorbereitet bist jetzt?
Das ist schwer. Auch schon dachte ich mich, als dass du nur Süßigkeiten fressen, fettes Stück Scheiße. Bei dem Glashaus sitzt, ne? Muskeln, als Muskeln. Kann ich das vorher ein Tattoo sagt an der Wadel und hast einen Krampf? Warum habe ich eigentlich kein So Popcorn in der anstrengend. Digga, Ruhe, wir haben gerade ein Problem. Das war so Ich brauch anstrengend. Popcorn! Ich komme vor, wie der Jackson Mike, das beste Meme, wo er da sitzt und dann haut sie Popcorn ins Zurück zu Maul. den Süßigkeiten. Die scheiß, Ah, Popcorn! die scheiß Lutschdinger, die mit so einem Plastikdeckel, die man zu einer Pfeifen umbaut hat. Ja, So ein weißer Griff und dann so bunte Deckel, die hast du oben und hast es unten ohne Stecker können. Das waren so, also Dextrose, nennen sie der Scheißdreck, oder? ja. Und, Irgendwas. ja. Und dann hast du Ja. Pfeife gehabt. Und dann hat es nur die anderen gegeben, die wo ausgeschaut haben wie Butterfly. Die wussten einbacken. Die Flickflacks. Flickflacks. Flickflack. Irgendwie so, ja, Flutsch, irgendwie Flink. Flutschfinger, das war Das Eis. Butterfly des kleinen Mannes war das auf alle Fälle. Ja, genau. Kennst du Und dann ins das Maul nicht? rein. Da wusst du praktisch, das war wie ein Butterfly. Das war nur keine Klinge nicht, sondern Nein, was das zum hab ich Lutschen. nicht. Gibt's im Plattlinger Kino, glaube ich, sogar noch. Super. Vorhin. Kaufen wir das nächste Mal. Ich gehe ins Kino. Ja. Geh mal Gut. Nein, der lutscht du nicht. Achso. Ja, ich schau zu. Ja, I'm enjoying the show. Jetzt trinke ich es aus, dann hau ich es an den Tischkanten ab und dann stehe ich noch mit dir. Auf euch? Ist okay. Auf euch? Wenn es ganz kaputt geht und schneidest du Bratzen, dann kriegst du meine. Geil, Leute. Geil, Leute. Und Puffreis. Ja, hab ich nicht. Der Komm, hat Mensch, also, schon der mal hat nie Was geschmeckt. hat das soll mit dem Puffreis? Den hast, Weiß ich nicht. der ist wie Esspapier, gerade in Kugelform. Das waren so lange Tüten. Ja. Durchsichtig. So durchsichtig. Mit lila Zeug drin, oder? Die ausgeschaut haben wie die Wattepads von der Mann, die in jedem Bad drin klingt haben, wo sie mit Wattepads. So hat Ja, das ausgeschaut. ja. Und der Mama in jedes Bad Wattepads Wie einkriegen. viele Bäder habt ihr gehabt? Wie viele Bäder haben wir gehabt, meinst du? 14? Ich meine Eier nicht Bäder, das ist bei euch auch daheim klingt. So da viele bin ich mir Bäder wie sicher. ein Keller ausräumt. Was waren die schlechteste Süßigkeit in so einem Freibad-Kiosk? In einem Freibad. Für mich waren es die weißen Mäuse. Für mich war es der Da Onkel. hab ich Ja, keine Menge. die Da sind keine echt- Menge. Allgemein so Schaumstoffscheiß. Schweinespeck hat's geheißen. Boah, kennt ihr es noch, die, boah, jetzt wo wir Schweinespeck haben, diese Schweinegesichter? Wallet, ja! Jetzt- Fred von Katjes. Thomas von Katjes. Ja, Die gibt's die immer gibt's noch. heute noch. Die haben auch Die ist hat das im so- dritten Glas der Herr Fischer. Schöne Grüße an den Herrn Fischer. Servus Fischer. Sehr Hallo. Fischer. Hat dir aber so als Belohnung ausgegeben, wenn du was super gut gemacht hast, dann hast du diesen Fred Schweindelkopf gekriegt. Werde ich nie vergessen. Fucking never. Wie habt ihr das Hat der gegessen? Onkel Habt ihr Werner da erst die Ohren weggegessen? Ja. Und- Immer. Natürlich, oder? Natürlich. Erst Die hat oben bei mir so, und das hat dann... gar nicht, das haben wir gar nicht anders machen ja. können. Für Katjes muss man sowieso mal eine Lanze brechen. Das sind die besten Gummibärle, die es mittlerweile auf der Welt gibt. Ich probiere mich da ständig durch die Dinger und da gibt es Das auch. stimmt. Also, jetzt gibt es so neu, so Party-Wunderland und mit so einem Hippie-Zeichen drauf. Alter, also das machst du auf und dann ist das Ding inhaliert. Ich habe die Katjes Gummibärle. Ich hab die Lilan. Immer noch, ja. Ich hab immer wenn ich beim Eiger war, habe ich 2 Packerl von den Lilan, wo das Einhorn vorne drauf ist, mit der Ja, Brause Wunderland. rundum. Boah, lecker Wunderland mit Sauerding. Gibt's Die jetzt, sind gibt's jetzt ins Grea noch geiler. Hab Du ich noch- flippst hab- aus. hab Dann ich hat schon die gehabt, weiß ich Tüten nicht. auf. Ich kaufe mir 2 Tüten, weil in eine ejakuliere eine und die andere easy. Weil es so geil ist. Und dann ist sie die, wo ja Dann hast du So, wenigstens noch Nachspeise. Zum Abschluss, was ist deine Lieblingssüßigkeit früher und heute? Boah, tatsächlich hat sich da gar nicht so viel geändert. Also damals, wie gesagt, wir haben ja schon drüber geredet, diese langen Schnüre, diese bisschen Ja. dickern. Und tatsächlich heute, es gibt ja immer nur diese Vorteilspacks, diese großen, diese runden, diese halbe Kilo Backer, was hat denn das? Kennst du die? Die in die weißen Boxen, die halt der Krammerladen Genau. drinsteht, oder wo du ausgekauft hast, kann man halt Genau, den die ganzen kriegst du kaufen. so. Ja. 5 Mark Und haben sie da- in der Regel gekostet, die ganze Ja, Ding. und da eigentlich so diese sauren Geschichten. Also ich bin eher der Sauertyp. Diese Süße mag ich eigentlich gar nicht so. Ich finde aber die in der großen Box sind nicht so gut wie in die kleinen Backel. Ich weiß genau, was du meinst. Habe ich auch schon mal den Fehler gemacht, nochmal gekauft, da ist der Gummi, also der Gummibärle-Ding, wo das Sauer nicht rundherum ist so zart im Vergleich zu dem aus den kleinen Backel, dass du es nicht fressen aber kannst. weißt du warum? Weil du das eine Backerl auf einmal frisst und das andere, das große, das schaffst du auf einmal nicht. Und dann kommt Luft rein und dann wird es Und das steht vielleicht auch schon länger im Geschäft, ja, das stimmt. Du musst es sowieso einfach Da- bestellen. Fantasia, Haribo Fantasia Box, beste. Deine Lieblingssüßigkeit früher und heute? Also früher, wie ich schon mal gesagt habe, Saure Dinos, da bleibe ich dabei. Und Frufo, gut sagen wir mal, Frufo und Saure Dinos, die damals auch vorher Ding. Und heute sind es wirklich die ganzen Katjes-Scheißdinger. Vor allem die neue Gräner, ich weiß nicht, wie es heißt, Katjes, die sind auch sauer in der Gräner Tüten. Da ist also hier, und nicht umsonst bin ich ein fettes Stück Scheiße. Haben wir alle einen kleinen Ranzen Aber hier da ein- oder nichts mit den halben zum Teil, die man den ganzen Tag eingegangen, Die sind ja wo nicht der süß. ganzen herkommt. Nein, die sind ja nicht süß. Da ist ja kein Zucker drin, da feiert kann man nix. nichts fein. Da feiert nichts. Bei mir haben es früher die braten sauren Schlangen, waren immer am geilsten, und heute haben es die von Hitchis. Das ist mit Und Hitchlers hat eine ganz eigene Art von Süßigkeit, ich kann es nicht beschreiben.
Innen drin ist, es sind so Sticks. Ja. Und da ist so eine Lasur außen rundherum. Alter, die kann ich mir mit alle Hände, die ich hab, den ganzen Tag einschaufeln, bis ich kotze. Ja. Ja, fuck, die liegen vorn. Ich hab gerade geschaut, gestern habe ich nämlich neben beim LOL-Spielen noch reingeschaufelt Da in mein liegen nur dämliches Maul. die ekelhaften Käsekuchen Ferrero Küsschen. Die hat Bürgerin gekauft und die waren super eklig und ich hab mir gedacht, ich brauche jetzt irgendwas süß, dann habe ich sie gestohlen und dann habe ich gespannt, ja, jetzt weiß ich auch, warum die Hast du ja nicht blitzt dafür? Ja, ich hab's gekäfert, Danke. wie ich es gelernt habe. Ja. Ich glaube nicht, dass du die Bürgerin Everst. Ich glaube, das ist eher andersrum. Ja, das kann Bin ich ganz passieren. ehrlich. Kann passieren. Was ist euer Lieblingssüßigkeit früher und was ist euer Lieblingssüßigkeit heute? Ihr könnt das übrigens gerne in die Kommentare einballern, für die Leute, die sich das Video nicht anschauen, sondern das bloß anhören. Und für alle anderen, gut wie immer, schreibt einen Brief und holt ein dämliches Maul. Oder wir werden jetzt unseren Scheiß. Und Vielleicht sagt einmal. uns mal, über welche Hätte Themen, man dass wir noch vergessen, reden sollten, oder? Stimmt. Gibt's uns eine- Langsam aber sicher, also gut, wir haben ja schon noch was, um Gottes Willen, so ist es nicht. Aber langsam aber, ja, Okay. haben wir schon noch. Ein bisschen aber Futter ist schon noch da. Okay. Aber langsam aber sicher wollten wir euch einmal mit einbeziehen, so über was darfst du uns gerne mal schmatzen hören. Vor allem die Leute, die sich das bis zum Schluss halt jetzt da hören. Das möchte ich, wir ja, zwei darf mich wirklich Vorschläge bauen. interessieren. Darf auch was anderes sein, also muss nicht unbedingt aus der früheren Zeit sein, kann auch von heute sein, keine Ahnung. Aktuelle Themen, bloß kommt man ja nicht mit irgendeinem Politik-Scheißdreck, weil sonst scheiße Zum ich Beispiel, Haus dir. da wissen die Kommentare, was Oder der Oktagon. Rechte, der übertreibt immer. Der Linke. Ja, aber er ist- warum Der übertreibt Linke, eigentlich er ist der Linke, du ich Trottel. bin der Linke, du Trottel. Ich bin der Rechte. Ah, So, da, ja, Scheißendreck! Da möchte ich mich nur förmlichst entschuldigen, dass ich immer so übertreibe. Das Ja, wollte ich ist wirklich furchtbar, nicht. Ich schaue, dass ich mich besser um keine Tierelfer, pädophilen Witze mehr mache. Das tut mir Das ist der einzige Grund, warum ich die eingeladen habe. Soll bloß dem Trottel ist es ein Maul halten. Halt dein Maul! fein. Aber echt. Nein, es tut mir echt leid, ich wollte das nicht. Ja? Ja, ab sofort reagieren wir immer auf irgendeinen Scheiß-Kommentar, oder? Ja, stimmt. Hey, Ja. hey, Stimmt, singen wir, ja. Suchen wir uns beim nächsten Mal einen Kommentar so, Ja. und dann damit wir mit den ersten 5 Minuten Genau. im Bundeswehr. Das wäre richtig bitter. Das wird super, das wird die beste Folge ever. Darum muss bewerten nicht vergessen, liken nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Was sollten die Scheiße eigentlich, dass auf YouTube aber irgendwelche Leute die abonnieren? Haben sie euch ins Hirn geschissen oder was, ihr geistig behinderten Trottel? Aber echt. Ja, weil es Ja. wahrscheinlich zweimal aufgedruckt kann. Nicht immer doppelklicken. So, und jetzt hört euer Fotzen, hat Spaß gemacht. Florian, danke für deine Beiträge. Sehr gern. Herr Kani, vielen Dank für Ihre Beiträge. Das nächste Mal haben wir kein Ziel mehr, du Spacken. Danke. Wirklich? Ja, Du doch aber auch nicht. ja, ich bin der Moderator, ich brauche ein Ziel. Ich bin wieder Markus Lanz, der dauern. So, jetzt gehen wir ins Bett. Schlaf gut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schleicht euch jetzt euer Fotzen bis zum nächsten Mal. Habe Okay, bye. Großer Gott, mit Blei. Ach du Scheiße. jetzt Da hat sogar ein scheiß Ding umdreht. Warum Was eigentlich? passiert denn da eigentlich? Was ist das? Wann hat's das umdreht? Keine Ahnung. Das ist doch noch gar nicht so lange her. Schlagerl.